Dit is de Brege Radio Saihapwedai, de Plottische radiostation hier in Aylmer, Ontario, actie Hein Rampel. En de nächste 20 Minuten hebben we onze Geschichte van George Rampel. George neemt zich zeer veel tijd aan de Geschichte nog te studeren en verschillende Bücher en Deeuwenspreken die op te stellen en dan op zijn computer op te lezen en dan schickt hij ons hier de e-mail her. Ik wens je een goede aanvang. Onze Geschichte. Ditmaal vertellen we nog wat meer van onze ouderen, grootouderen en urgrootouderen een zware pionierarbeid in Mexico. Over eerst een beetje van de teruggeblevene oud-koloniën in Canada. Dort in Canada geblevene part van de oud-kolonische gemeente organiseert zich met de tijd fresh, eerst op de Hague Reserve in jaar 1930 en dan op de Manitoba Westreserve in jaar 1936. De oud-kolonieën officiële doorgenomen weer in Canada werd eindtoe immer Rijnlander Mennonitengemeinde, aber als dat in Canada geblevene part van deze gemeente zich niet organiseert, dan geven ze ihre gemeente de namen Alt-Kolonier Mennonitengemeinde, zodat in Canada geen Rijnlander Mennonitengemeinde meer weer. Door een conductport van de Sommerfelder, wat zich in de 1950 jaren van ihre Kirche auftrant, voor ihre gemeente deze Rijnlander Mennonitengemeinde namen aannemen, als ze ihre gemeente gründen. Later nogmaals meer van de nieuwe Rijnlander Mennonitengemeinde in Canada en ook in Mexico. In de tussentijd van 1927, als de oud-kolonische leerdiensten in Mexico de entscheidung gemerkt had, dat ze de gemeente ihre teruggeblevene lied in Canada niet meer als oud-kolonische lieder talen kunnen, wie ze die als verweltlich aanzagen, wat 1930 als de oud-koloniën zich op de Hague Reserve in Saskatchewan niet organiseerden, werden al veel van de oud-kolonische jugend bij de Sommerfelder ingedrukt worden. En vele oud-kolonische lieder werden ook al eeuwig gewonnen door de Sommerfelder gemeente. In Manitoba werd deze tussentijd van 1927 tot 1936. En in deze tijd werden vele oud-kolonieën Sommerfelder geworden. De teruggeblevene oud-kolonieën op de Swift Current Reserve hebben zich helemaal fresh organisiert. Door entstand overbouwd een Sommerfelder gemeente. En nu vertellen we ons wat meer van onze vervoeren ihre zware pionierarbeid im großen Bastillerstal in Mexico, wo sie dort leren moesten, die Halfwüstenlandschaft door een Abend aufzugewinnen. Von den 200.000 AKWs Land, wovon die Manitoba-Kolonie 150.000 Acker hat, in der Swift Current-Kolonie 50.000, wird am ersten Sommer al een kleine Port abgebrochen. Aber dort Wees abbrechen ging nicht sehr bosig. Trecktasch werden mal Wein mitgebracht worden von Kanada. Und die von Kanada mitgebrachte Pier mussten dort nie Klima erst gewarnt worden. Die hielten im ersten Jahr nicht so viel uit, als die in Kanada uitgeholen hadden. Und dort Wees abbrechen en Bastillerstal schafft het modern, wenn die Erde kreispassend noch ist. Ab Sonnenstädten, wo die Erde sonnig ist, durchschafften die von Kanada mitgebrachte Schorplee ganz gut. Aber wo die Erde grandig oder sogar steinrig ist, da werden die Pflugschoren immer fortstand. Die Pioniere hadden dort sehr gut uitgefangen, dass die Display, die Mennoniten in Kansas verbrachten, ook in den Bastillerstal bij San Antonio de los Arenales,
en Chihuahua viel beter schaften als de kanadische Shortweg. En bald wil jeder Buur bloos met disken pflegen. Bald weer bij de Mennonieten in Mexico de twee-disk P&O hitsploeg, den de Lied en de US schepen kunnen, de beste ploeg wat het geeft. Meest alle van de eerste 150 buren hadden al een nieuwe heimat bij San Antonio de Los Arenales. Am eerste zomer wordt wijd en voedergetreid geakkerd. Voedergetreid had dat ook al wat gegeven, maar wijd zo goed als China. En ze hadden ook veel goud hergemerkt. Dus de meeste staparbeid nog met pier gedaan wordt, braucht meest jeder Buur zijn voedergetreid voor zijn pier, Rinder, Schwein en Vatervee selbst en kon niet veel daarvan overlaten aan zo'n lied, wat am Lot Sommer en am Horst nog naar Mexico gekommen wären. Viele Buren die 1922 am Lot Sommer oder sogar mal am Horst naar Mexico gekommen wären, die wären te laat gekommen zum Schmacket greinet hermerken. Aber viele hadden sich wat hermerken laten von Verwandten oder Freunden die al in Mexico wären. En viele merken sich schon noch viel dreigend her zum Winter. Groot Stabvieh had grote vlekken gras verbrannt. En daarbij moesten vele niet aangekomen buren dreigend her enkele kilometer af van thuis merken. Bij de zomervelden, die Hoofdstad en bij Santa Clara ging alles ähnlich zo als bij de Oud-Kolonie op de Manitoba en Swiftgrund-kolonien. Zo'n families wat am Lot-Sommer oder am Herbst 1922 aankwamen, die kunnen op ihre woonsteden al veel schwender einen guten Anfang kriegen met aansiedelen, wils Hof en Land al angemeten wären en wils de Nobers aanbehelplich wären. Onze Eltern, Grootouderen en Urgrootouderen hadden einen sehr schweren Anfang in Mexico. De grote graslandschaft en Bastillerstal erinnert stark aan de Manitoba en Saskatchewan prairie graslandschaft. En dat hadden de Mennonitische weidbuurders hopen laten dat ze ook in Mexico würden kunnen weidtragen. Vele hadden een soort wijd van Canada metgebracht, aber de kanadische wijd gedied niet in Mexico. Die buurders verzochten dat in ihre eerste jaren in Bastillerstal met verschiedene soorten van soort wijd. Hanen war der Krieg während der Weit, aber meistens wird das noch für das erste Jahr. Wenn die Weit in die Bürgers gekregen haben, ein zweites Jahr gesät wird, dann gibt das all weiter meist nicht oder gar nicht. So ging das immer weiter. Einmal, ich glaube, dass wir all 1941, dann haben die Bürgers ein Eingedalper nach weiter eine neue Sorte von Weit gekauft, jeder einer bloß ein oder zwei Acker. En ditmaal kreeg jeder Buur zo goed weet dat man wirklich leid terecht gezorgd werd gevonden te hebben om in Chihuahua en ihrem nieuwen heimatland waar er goede weidarten tragen te kunnen. Ik herinner me nog dat ik bloemen uit 1941 een 11 akker Duitskjöbel gans met wijd bezet hadden en zeer veel en zeer gouden wijd kregen. Onze Vorderstädten, einer um anderen. Besseren Weit haben wir in Kanada niemals gekregen als dit is. Die bloemen uitdrachten in Mexico, zoals ze dat in Kanada gedaan hadden, immer in company, zoals dat bij ons genannt wordt. Dat woord company is nog een woord wat we uit dem Englischen in unserem plattdeutschen Wortschatz abgenommen haben. Im Hördischen meint das Wort company eine Truppeneinheit. Aber wir meinen mit dem Wort Company, dass wir, alle Buurders taub, jedem seine Getreidegaben von alle Kerels in Huishouden en thuis taub drasten. Ik weer 1941 einer von den Getreidevierern in der Blumenurter Company, die taub drasten. Jeder Drascher Company hat zwei Getreidevierer en twee Utscherer. De Getreidevierer hat no kanadischer Ort 30 Lebenszaak en moest immer 1,5 Buschel Getreide in jede Zaak in een Buschel loten. En dan de voorvolle zaak Getreide im Doppelbox über een handzaten. Wanneer ze 30 Zaak voll werden, dan moest hij wat in Spikker voeren, wo de Utscherer aan de volle Zaak aufnehmen. Aber der Getreidevierer muss die volle Saat Schmuck so hängen auf den Box handstellen, dass eine Art vom vollen Saat so ein Bett
Eberstuk bei dem Utschäder zum Anfoten. De Utschäder drüben die Saat getreid en den Specker nähen, en Scherden doorbanen dort getreid uit. Om dat getreid am Specker hoog genoeg abscherden te kennen, leden ze een lange bool schrots op den getreidklampen ab en drüben dan de volle Saat wat boven op den getreidklampen zum Utscherden. Als dan de wijd van Loon-Uter Duitskeol gedraasd wordt, dan heb ik schön gezippeld, wanneer ik dat zaad abholen en wieder slapen niet geroden kon. Dit wijd van dem Loon-Uter Duitskeol schert zo zeer, dat wanneer de andere getreidvierer van de machine wegvoer en ik al zo bozig bijvoer als ik kon, dan wird de tram manchmal doch al ganz voll geworden. Ah ja, ik rijd geen den eersten zaad op te holen. En wanneer ik dan de tram opmerk, dan schert de schwere wijd zo bozig im Zaken hin, dat ik manchmal nicht maar 1,5 Buschel hastig im Zaken hin kreeg, aber 2 Buschel oder noch mehr. En dat wären dann 120 Pfund oder noch mehr. So muss ich 3 bis 4 Saat sehr bozig hantieren, wat ich endlich war der Reitschein maar 1,5 Buschel am Saat nehmen zu können. En wanneer ik dan de 120 Pfund schwere Saat, oder noch schwerere, meist nicht wat hängen am Bach schlafen, en zo handstellen kon dat eine Art vom schweren, vollen Sack schmack am Antworten überstand, dann krijgt oder neigt de eine Utschäder die noch en zeed, van die wordt het nicht worden. Die wordt im Leben höchstens zum Fehlschied von Tüner auf Knipsen te brokken zijn. Ik weer maar een kleiner Knips, aber ik dacht, ik deed al eine Arbeit, die een groter Mann deed. En dan uitgerekend een over, den ik al sowieso niet goed verknusen kon, die nog zo trashnoren wordt, dat weer schwer te verdrillen. Nou, dat is maar zo'n beetje van mijn eigen Geschichte. Und die waren tijden bloß vergeten. De mennonitische Bürgers in Mexiko dachten 1941, sie hadden endlich die reichste Saatwert gefangen, der am Bastillestool reich gedienen wordt. Aber als viele Bürgers dann 1942 ihre ganze 1941 Weltabend uitzeiden, dann geeft dat toch leider meest krijgt nicht. Dat hier nog lang wat de lied Weltorten vangen, die am Bastillestool gedienen können. De hohe Saaten, die de Pioniere von Kanada mitbrachten, gedienten meistens auch nicht sehr gut im neuen Heimatland. Aber die reichte hohe Saaten für diese Gegend wurden schwinder gefangen als die reicht Weltorten. Reichte Jorstorten hat man auch noch lang nicht finden konnte. Die Pioniere wollen in Mexiko auch Weltbürger sein, so sie dort in Kanada gewasst werden, in ihre Väter fernab an Russland. Aber sie mussten sich notgedrungen dort checken, dass sie dort auch mussten Korn und Schaufelbüros versegnet worden, so als die mexikanische Peones, Kleinbüros, die an die Kolonie heranwohnen, dort wären. Korn kann aber mal dann gediehen, wenn das Land so vorbereitet worden wäre, dass es durch den dregen Winter genug Feuchtigkeit abgewohrt, zum Empfang dort Korn abkonnen merken, en dit plant den eersten Monat ongehouden, wat de regentie endlich aanvangt. Dat moest man ook eerst leren. Dat ging lang nicht jeder Jahr zu doen. Schabeln zu tragen wir viel leichter geleerd. Aber wenn man eine Schabelarm kreeg, dann hadden die Schabeln keinen Preis. Oder besser gesagt, man hat keinen Weg, die Schabeln auf den Landesmarkt zu bringen. Dat wir übrigens auch so mit anderen Getreid dort. Die Mennoniten fangen noch lang nicht einen Weg, ihr Getreid auf den Markt zu bringen. Sie verstunden sich auch noch schwimmen, war damit Formen am neuen Land, aber sie verstunden nicht einen Markt für ihre Produkte zu entwickeln am neuen Land. Das Futtergetreid verstand man auch noch zu verwerten. En er steht dort, die Bürger ihren Korn für 10 Pesos de Tonne verkauften, dann hielten sie lieber immer noch mehr Rindvieh, mehr Schwein und mehr Vatervieh an und hatten dann wenigstens genug gutes Fleisch zum Eten und können davon noch leichter was verkaufen. Aber was kann man mit einer Schabelarm anfangen, wenn der Preis dafür am besten Fall mal 30 Pesos de Tonne wäre? Na, bald hat man dort uitgefangen, dass die Kühe Jieren gekerbte Schabeln freiten. Und dann mögen einige Lied sich
grob bis zum Schaufeln kirken, wie 200 Liter Tonnen. Man hat einfach an einer Seite von der Tann ein Stremel rüt, schauft dort Stremel mit Gehängen an, zodat het een gropendeiksel wordt, want de Tann op de Seite lag. Neer de Tann zo een beetje aan, dat man door 4 melken kan, en krijgt dan door een Schaubeln voor de Mailtje. Ik zelfs heb werken moest, wie zo'n Schaubelgropen stonen en oppassen. Zolang als dat niet thuisfabrieken geeft op de koloniën, melken de lied butter en verkochten die. De butter weer leicht te verkopen. En zo'n steden als Kusiviriachik, Minenstad en in Chihuahua City. Aber wo krijgt man die doorheen? Nou, en zo'n dorpen als Perwool, Rijnveld, Rozenveld en nog andere dorpen, werden zeer bald zo'n lied die daar in stoer houden, wo de lied ihre butter en eier verkopen kunnen en dan doorver de nötigste Sachen entscheiden. Wenn man Sachen kopen will, wat in deze sturen nicht te kopen wären, dann muss man aber in den ersten Jahren entweder bei Kusiviriachik oder bei der Stadt Chihuahua fahren. Nur beide Städten hat man jeder Tag die Gelegenheit von San Antonio de los Arenales mit dem Zug heimzufahren. Die meisten von uns weiten dort vielleicht auch nicht, dass einmal eine Isarbahn wäre von San Antonio de los Arenales nach Kusiviriachik. Aber unsere Eltern, Grooteltern en Urgrooteltern wisten dat zeer goed. Die fuhren in de eerste jaren naar Kusiviriachik aankijken en die fuhren doorheen dokter. Als het in San Antonio nog niet dokters geeft. Er weer wel een zogenaamde dokter in Rosendaal en daar vonden de lied ook meestens gouden rood. Maar wanneer dat mal wem aan rood veel den dokter Johann Ernst niet geven kon, dan moesten de lied entweder naar Chihuahua City oder naar de Minenstadt Kusiviriachik fahren, om van een geleerden dokter brood te holen. We breken hier voor dit mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von unserer Verehrten Pioniertijd in Mexiko. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.